Nehemia sprach: Geht hin und esset fette Speisen und trinket süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem ersten Sonntag nach Pfingsten. Schon bereits der zweite, den wir wieder hier in der Kirche können durchführen. Immer noch fühlt man sich so ein bisschen toxisch, oder, wenn wir schon einen Abstand haben von anderen Leuten. Das wird ja auch noch ein bisschen abflauen, das kann ich euch versprechen. Und schlussendlich wird man wieder an dem Punkt sein, wo man sogar eben noch fette Speisen und süße Getränke kann essen anschliessend an Gottesdienst. Das ist immer auch sehr wichtig, dass das eben auch eine Form ist von Gemeinschaft. Das werden wir heute ein bisschen miteinander beleuchten. Wir werden 3 Stationen anschauen, wo ist gegessen worden und getrunken worden, unter anderem kurz nach Pfingsten. Wir werden den Gottesdienst gemeinsam bestreiten. Der Otto macht die Aufnahmen, die werden dann noch ins Netz gestellt am Nachmittag. Esther mit mir zusammen macht auch Musik und die alle zusammen sind natürlich jetzt neu auch wieder mit Singen dabei. Das habt ihr gesehen bei den Liedblättern, die ihr bekommen habt. Es ist ja so, dass man eigentlich nicht darf singen, aber in der Fußnote hat es geheißen, wenn man aber singt, dann nur eine Strophe und eine Lieder. Und ich bin der Meinung, dass wir uns zu denen definieren, die wenn man aber singt. Und darum haben wir das jetzt so gemacht, dass wir tatsächlich 3 Lieder singen und einfach anstelle von einer Strophe zwischen machen wir das so. Aber einfach, dass ihr seht, wir natürlich gut einführen ins nächste Lied. Es ist schön, dass wir wieder so weit fortgeschritten sind, dass man Gott wieder gemeinsam anbeten kann. Mit Liedern. Ich lade euch ein zu einem Gebet. Ihr könnt aufstehen dazu. Vater, du hast gesagt, Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir freuen uns heute an dir im Geist, dass du uns deinen Geist hast geschenkt, dass du uns dein Leben hast gegeben, dass du den Trost hast in die Welt hineingeschickt, den Ermutiger, den Zurüster, den Brutmacher, der Brut vorbereitet, oder sie, die Brut vorbereitet, Ruach, die Heilige. Und wir danken vielmals, dass du uns durch den Gottesdienst durchführst und uns begegnest in allem, in deinem Wort, in den Liedern, in der Gemeinschaft und ganz tief in unserem Herz. Wir bitten um deine Berührung und wir bitten, dass du dir einfach auch wieder einen Ackerzweck machst. Und da muss man manchmal ein bisschen achern, das wissen wir, für neues Säen und für irgendwann zu ernten. Und das hat Platz. Umkehr hat Platz, dass du uns überführst, dort wir falsch liegen, hat Platz. Und dass du nachher rein und das Neue pflanzt, das hat erst recht Platz. Und dass du auch begießt, was schon ist, und das ist ein Teil von heute. Du weißt, wer was heute braucht, und du bist hier zur Stelle. Du bist mitten unter uns, du umgibst uns, und du lebst ja in uns und durch uns. Ja, so wenn wir dir anbefehlen, die heute mehr auf dieser digitalen Form werden teilnehmen an diesem Gottesdienst. Und da gilt genau das Gleiche. Das wünschen wir ihnen allen auch. Und wir sagen auch die nicht in den Gottesdienst kommen, absichtlich nicht, wo ihnen das alles nicht mehr sagt, wo die Kirche ihnen ist verleidet, weil sie oft so geistlos war, vielleicht auch sie konfirmiert worden in alten Zeiten. Und wir bitten, dass du diese Menschen auch erreichst. Es gibt noch 1000 Wege. Du bist noch nicht am Ende. Wir wollen dir alle anbefehlen. Danke, dass wir jetzt mit dir zusammen feiern dürfen und einfach bei dir landen und ankommen als die, die wir sind. Aber noch nicht ganz die du möchtest, weil du willst uns auch noch ein bisschen verändern. Merci vielmals. Amen. Ich lade euch jetzt ein zum Lied 570. Es ist Strophe 1 bis 2, die wir singen. Zwischendrin macht man das so, das wäre ja auch wie eine Strophe, aber ihr dürft ja nicht viel singen. 1, also so, die zweite Strophe lobet den Herrn alle Tiere. Mach es mal spielen.
hören lesen. Ich darf euch heute Morgen aus dem 1. Samuel vorlesen, Vers 1 bis 18. Wir haben schon an Pfingsten einen Text gehört, den Teil gefunden haben. Die Apostel dort vorne, die sind auch besoffen. Und andere wiederum haben gefunden, das ist ja komisch, die hören wir alle in unserer eigenen Sprache reden. Und jetzt lese ich euch wieder etwas vorlesen, was um jemanden geht, wo man das Gefühl haben, die ist besoffen. 1. Samuel 1, 1 bis 18. Einst lebte ein Mann aus Ramathaim, ein Zuphiter vom Gebirge Ephraim. Er hieß Elkana und war ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Er hatte 2 Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina hatte Kinder, Hanna aber hatte keine Kinder. Dieser Mann zog Jahr für Jahr von seiner Stadt nach Schilo hinauf, um den Herrn der Heere anzubeten und ihm zu opfern. Dort waren Hophni und Pinjas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag, an dem Elkana das Opfer darbrachte, gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern ihre Anteile. Hanna aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hanna lieb, obwohl der Herr ihren Schoß verschlossen hatte. Ihre Rivalin aber kränkte und demütigte sie sehr, weil der Herr ihren Schoß verschlossen hatte. So machte es Elkana Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, kränkte Penina sie, und Hanna weinte und aß nichts. Ihr Mann Elkana fragte sie: Hanna, warum weinst du, warum isst du nichts? Warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Nachdem man in Schilo gegessen und getrunken hatte, stand Hanna auf und trat vor den Herrn. Der Priester Eli saß an den Türpfosten des Tempels des Herrn auf seinem Stuhl. Hanna war verzweifelt, betete zum Herrn und weinte sehr. Sie machte ein Gelübde und sagte: Herr der Heere, wenn du das Elend deiner Magd wirklich ansiehst, wenn du an mich denkst und deine Magd nicht vergisst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen schenkst, dann will ich ihn für sein ganzes Leben dem Herrn überlassen. Kein Schermesser soll an sein Haupt kommen. So betete sie lange vor dem Herrn. Eli beobachtete ihren Mund, denn Hanna redete nur still vor sich hin. Ihre Lippen bewegten sich, doch ihre Stimme war nicht zu hören. Eli hielt sie deshalb für betrunken und sagte zu ihr: Wie lange willst du dich noch wie eine Betrunkene aufführen? Sieh zu, dass du deinen Weinrausch los wirst. Hanna gab zur Antwort: Nein, Herr, ich bin eine unglückliche Frau. Ich habe weder Wein getrunken noch Bier. Ich habe nur dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine nichtsnutzige Frau, denn nur aus großem Kummer und aus Traurigkeit habe ich so lange geredet. Eli erwiderte und sagte: Geh in Frieden.
Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Sie sagte, möge deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Dann ging sie weg, sie aß wieder und hatte kein trauriges Gesicht mehr. Ich lade euch jetzt noch die dritte Strophe singen vom Abwandlied. Die 50, ja, was du willst. Sehr schlecht. Wir lesen, was passiert ist, nachdem 3000 Leute getauft wurden an der Pfingsten. Am Schluss von Kapitel 2 der Apostelgeschichte lesen wir nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Seelen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie unter alle aus, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hin und her. In den Häusern hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen, lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Dein Wort, Herr, mögst uns geben, dass mit ihm Altes stirbt, es wecke neues Leben, das nimmermehr verdirbt. Amen. Liebe Gemeinde, wenn es den Heiligen Geist nicht gäbe, müsste man ihn erfinden oder imitieren. Wenn wir nicht voll sind vom Heiligen Geist, werden wir ihn unweigerlich anfangen imitieren. Etwas anderes bleibt uns gar nicht übrig, wenn wir in den Kirchen oder Freikirchen zusammen sind. Es ist der Ort, wo der Geist von Gott wirkt. Und wenn wir in das Wirken hineinkommen und das nicht von selber kommt, der Heilige Geist, dann werden wir es imitieren. Es bleibt uns gar nicht anders übrig. Ich habe das jahrelang gemacht. Ich weiss, wie das ist. Ein frommer Geist hat, ein religiöser Geist, und probiert es zu produzieren, was der Heilige Geist mit Leichtigkeit, mühelos in einem Menschenleben zustande bringen kann. Es ist ein Albtraum, in der Kirche den Heiligen Geist zu imitieren. Es ist unermüdlich, ist man dann unterwegs, es ist ein ewiger Druck, es ist ein Treiber, der einen immer treibt und man kommt nie wirklich zur Ruhe, aber man wird auch nicht erfüllt bei dem, was man macht. Es ist nicht etwas, das uns erfüllt, sondern etwas, das wir antreiben und das uns am Schluss leer zurücklässt.
Es war nicht so in der ersten Gemeinde. Aber wir gehen nochmal zurück zu dem früheren Erlebnis, wo sie ja auch am Tisch gehockt sind. Und ihr habt ja gesehen, dass die Hannah immer ihr Dauer reingerannt hat, Jahr für Jahr. Nebendran die andere Frau, die erfolgreiche Frau, die mit Elkanah seinen Kinderwunsch hat erfüllt, die sogar eine grosse Zahl von Kindern hatte. Und jedes Kind, das kam, war eine Demütigung für die Hannah. Weil etwas hat Penina gespürt. Nämlich, eigentlich hat der Elkanah sie lieber gehabt. Das ist wahrscheinlich ein richtiges Liebespaar von Anfang an. Und das andere war noch so eine zweite Heirat. Wir wissen nicht so genau, ob er dann noch eine zweite Frau genommen hat, weil eben die Hannah immer schon kinderlos war. Ich gehe davon aus. Und in dieser Spannung hat Penina immer einen Triumph gefeiert, im Jahr. Dann ist es so richtig zur Geltung gekommen, weil im Alten Testament hat das geheißen, der Segen von Gott ist eben, wenn man viele Kinder hat. Und sie war die Gesegnete, die andere ist leer ausgegangen. Irgendetwas stimmt bei dieser auch nicht. Und irgendwann ist, und das hätte schon 10 Jahre früher können sein, aber irgendwann ist Hannah etwas in den Sinn gekommen. Es hat ja keinen Sinn, dass sie immer auf das Opfermahl runterrennt und bleibt stehen und in dieser Trübseligkeit Jahr für Jahr verbringt. Sie können doch eigentlich zu Gott. Und dann ist der Teil gekommen, den ihr vorhin gehört habt, den ich nicht wiederhole. Sie steht dort am Eingang vom Tempel, wo dann ja noch eine Stiftshütte war. Einfach der Ort, wo man Gott begegnet. Und sie hat gebetet im Geist. Im Geist heisst im Glauben. Es war irgendwie alles fortgeschwemmt, was früher noch irgendwie ein Druck war in ihrem Leben oder selber wollen das vollbringen. Sie hat einfach gewusst, wenn nicht die unsichtbare Welt hineinwirkt in mein Leben hier, wird sich nie etwas ändern und ich werde in Gram und Bitterkeit mein Leben beenden. Aber sie hat sich entschieden, sich mit Gott zusammenzuschliessen und in die geistliche Welt einzutreten. Die geistliche Welt, das ist Glauben. Oder man tritt von Geist zu Geist mit Gott in Kontakt. Das ist Glauben. Sie hat das nachher gemacht und hat sich komplett vergessen. Sie hat sich verloren in Gott. Sie hat gemerkt, hier lässt mir jemand zu. So wird ja dieser Sohn heissen, nachher Samuel, Gott lässt zu. Das hat sie gemerkt. Das war nicht ein religiöses Gebet gewesen, Gott jetzt zu zermürben. Oder Gott mit 27 Rosenkränzen zufriedenzustellen. Oder irgend so etwas. Es war nichts Sättiges, sondern es ist von Geist zu Geist, hat sie ihr Herz ausgeschüttet. Dem sagt man so, das Herz ausgeschüttet. Das Tiefste von ihrem Leben hat sie vor Gott ausbreitet, der ganze Jammer, die ganze Pleite von ihrem Leben, auch die verlorenen Jahre, wo sie sich einfach nur gerne gerannt hat. Und jetzt hat sie eine Antwort bekommen. Der Eli hat nicht mit dem umgehen, er hat das nicht gekannt. Er war ein steifer, hoher Priester, der immer alles recht machen wollte, aber doch eigentlich nicht ganz können, wenn man die Geschichte von seinen Söhnen kennt. Aber dann hat er gleichwohl irgendwie etwas gemerkt, was in dieser Frau vorgeht. Oder er hat etwas müssen sagen, was auch nicht von ihm selber gekommen ist. Nämlich er hat gewusst, der Wunsch wird hier erfüllt. Und das hat er nicht gesagt. Und dann ist sie zurückgegangen, ist an den Tisch gehockt, wo sie vorher immer geheult hat. Und ihr Gesicht war anders. Ein anderes Gesicht hat sie gehabt. Das ist eine fantastische Geschichte. Der Heilige Geist nicht gewürdigt. Es war zwar nicht das Blämmchen für ihren Kopf, aber es war ein anderes Gesicht, das sie hatte. Und das ist so. Wenn man mit diesen üblichen weltlichen Maßstäben Leute betrachtet, einordnet, in eine Box hinein tut, dann sagt man an Pfingsten oder auch hier, sie sind besoffen. Die Leute können mit dieser Dimension nicht umgehen, wenn man das nicht kennt. Wie hat auch gesagt in Toronto, sie spinnen, oder? Sie sind besoffen. Das ist etwas nicht normal. Und es ist etwas nicht normal. Es ist nicht normal.
Wenn ein Mensch im Geist von Gott ist, kommen manchmal Sachen aus seinem Leben raus und Äußerungen und Formen von Gebet und Sprachengebet und all die Sachen. Und das ist nicht normal. Hallo, was ist eigentlich los? Das muss irgendwie eine Geisteskrankheit sein. Wo sie die Hugenotten haben verbrannt, in Lyon, 16. Jahrhundert. Dann haben sie die Eltern rausgeschleppt aus den Häusern, haben die grossen Scheiterhäufen gemacht, haben die dann draufgeworfen. Und dort waren Babys in den Wegen, in den Kinderwegen. Und sie aufgehockt und haben angefangen zu predigen. Babys, die nicht reden können, haben angefangen zu predigen. Was hat die Lyoner Regierung gemacht mit diesen Kindern? Sie hat sie in ein verirrtes Heim da. Die Leute können nicht umgehen mit dem, was der Heilige Geist im Leben von einem Menschen macht, weil es ist außerhalb von Kontrolle. Das ist das Problem. Man kann es nicht kontrollieren. So sagt man, es muss auch Alkohol sein, das ist nicht auch außerhalb von Kontrolle. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist macht, dass die immer komisch sind, überhaupt nicht. Aber es gibt so Momente, wo etwas passiert, wo er nicht mehr einzuordnen ist. Das ist mal eine solche Geschichte. Über diese Geschichte kann man stundenlang nachdenken. Das ist eine wunderbare Geschichte. Also das heisst, das war der erste, der Samuel nachher, der das Königtum in Israel aufgerichtet hat. Weil er ein Gesalbter ist, also in der Wirkung vom Heiligen Geist leben und wirken, hat dann auch andere salben, nämlich die messianischen Figuren, der David zum Beispiel. Wenn man von dort den Sprung macht zu einem anderen Essen. Und wieder ist es um sehr viel gegangen. Das ist 1522, das ist in Reichweite, kann man sagen. Es war ein Tag, wo man in Zürich kein Fleisch essen durfte. Es hat manchmal solche Tage pro Woche, das ist einfach, wenn man den Heiligen Geist imitiert und nicht wirklich das Leben hat, dann hat man nachher so eine starke Form. Dann hat man ein Joch auf den Leuten und die müssen nachher so wie fromm sein immer und müssen nachher fasten, obwohl sie eigentlich Schwerarbeit hatten in Zürich. Es war für sie sehr schwierig, Tage zu leben ohne Fleisch. Aber die katholische Kirche hat gesagt, oder, das ist die Regel, und so kommt man hin. Und dann hat es Leute gehabt, die waren erweckt, die waren voll vom Heiligen Geist, wie zum Beispiel der Froschau, das war ein Drucker in der Stadt Zürich. Einer der ersten, der die Buchdruckerei von Deutschland hat übernommen und dann in Zürich selber beheimatet. Und er war mit ein paar Leuten zusammen und noch der Zwingli war dabei. Er hat gesagt, hört, heute essen wir Würste. Warum essen wir Würste? Das Gesetz kommt nicht vom Heiligen Geist. Dass man einfach auf Schalterdruck nichts Fleisch darf essen und dann wieder darf Fleisch essen, die ganze Geschichte. Das ist das Menschenwerk. Dem sind wir nicht untertan. Wir leben im Heiligen Geist, also dürfen wir die Würste essen. Der Zwingli war dort. Er hat gedacht, das sind eigentlich schon noch mutige Leute, dass die das machen. Die ziehen ganz Zorn von der Stadtregierung und von der Kirche auf sich. Das gibt sicher Schlagzeilen, das gibt sicher ein Nachspiel. Der Zwingli hat keine Wurst gegessen. Aber er hat zugeschaut, wie die Würste essen, das hat mich irgendwie fasziniert. Dass die Freiheit haben. Und dann hat er sogar ein Traktat geschrieben. Das war das erste reformierte Traktat, das wie ein Lauffeuer ist durch das ganze Land gegangen natürlich. Und dort hat es geheißen, vom Erkiesen und Freiheit von Speisen. Das heisst, Erkiesen ist ein altdeutsches Wort, das heisst geniessen. Man darf an einem kirchlichen Fastentag Würste geniessen, weil wir sind ja frei. Er selber, der Zwingli, war nicht frei, das zu machen, aber er hat die sehr bewundert, die die Freiheit hatten. Die Freiheit hatten, die sind immer weitergegangen in dieser Freiheit. Ihr kennt ja die Geschichte, oder? Irgendwann haben sie gesagt, wir dürfen uns nicht mehr auf dem Giessband, das ist vorbei. Wir dürfen uns, wenn wir das den Glauben erfassen. Und das hat natürlich einen riesen Aufruhr gegeben. Und wieder der ist der Zwingli einen Schritt zurückgegangen und gesagt, nein, das machen wir nicht mit.
So viel Freiheit haben wir nicht in der Kirche. Er hat die Reformation eingeführt, hat sehr viel Gutes eingeführt und er hat immer Angst gehabt vor einer bestimmten Linie, die es gibt. Das ist, wenn der Heilige Geist ganz das Zepter übernehmen kann. Wenn er ganz sagen kann, wie es geht. Und wenn man nachher würde sagen, jetzt spinnen sie total, jetzt sind sie auch besoffen. Das hätte er nicht zulassen. Die Linie hätte er innerlich nicht überschreiten können. Das war nicht das Hauptproblem von der Reformation. Wir kennen die Täufergeschichte sehr gut, ich bin ein Nachkomme von den Täufer, habe hier erforscht und ein Buch darüber geschrieben und habe erst nachher, und zwar erst im letzten Jahr, herausgefunden, was am Zwingli sein Problem war. Er hatte das Problem mit den Pfingsten, nicht mit der Taufe. Und er konnte nicht zulassen, dass der Heilige Geist das Menschenleben einfach übernimmt. Einfach so übernimmt. Dass es dann eine komplette Freiheit gibt und dass man gar nicht mehr kontrollieren kann, was als nächstes passiert. Das war ihm schon sehr unheimlich, was die Täufer gemacht haben. Sehr unheimlich. Aber er hat eigentlich ein Argument gesucht, für diese Bewegung auszulöschen in der Kirche und hat eins gefunden. Und das war jetzt nicht einfach nur der Ungehorsam, dass er sagt, also die Kinder werden getauft, die Erwachsene nicht. Das ist eigentlich eine Beleidigung von der Kirche, wenn man das macht. Das ist so nicht vorgesehen in den alten Büchern. Das war nicht der Punkt. Sondern er hat gesagt, die Leute, die kommen und sagen, sie haben den Heiligen Geist, das ist eine Gotteslästerung. Ja, warum ist das eine Gotteslästerung? Die Bibel ist ja voll von dem, das Neue Testament sagt ja. Im Römerbrief und überall. Und der Heilige Geist in uns ist, wissen wir das ja. Das wissen wir. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist ein offenes Geheimnis. Es ist ein Geheimnis in jedem Fall, wenn man den Heiligen Geist hat. Aber es ist offen, weil man kann sagen, das ist in uns. Wir wissen das, wir haben die ganz innerste Gewissheit, wir sind von Gott angenommen, wir sind seine Kinder. Das ist eine Gewissheit. Das ist nicht eine Vermutung, das ist nicht eine Theologie, das ist nicht ein Katechismus, etwas, was man gelernt hat in der Kirche, sondern das ist etwas, was das Herz weiss. Ich weiss, dass es so ist. Das gibt mir eine grosse Ruhe, das gibt mir einen inneren Frieden und in dem kann ich mich immer wieder zurückziehen auf diesen Punkt. Oder der andere Punkt, das heisst, ich weiss, ich gehöre zu dieser Gruppe von Jesus Christus, das war eine Verlobung, aber irgendwann gibt es eine Heirat. Hochzeit des Lammes im Himmel. Ich bin das Gegenüber von ihm, ich bin auserwählt. Und als der Zwingli das gehört hat, dass Leute so etwas sagen, hat er angefangen durchzudrehen. Und er hat gesagt, das ist Gotteslästerung, wenn jemand sagt, er hat den Heiligen Geist. Gott ist noch viel zufriedener mit irgendeinem Süffel, der hinter in die Kirche reinhockt und niemals glaubt, dass er auserwählt ist. Und dann gibt er Gott die Chance, souverän zu bleiben und auszuwählen, wenn er will. Das darf man Gott nie wegnehmen. Und wenn einer kommt und sagt, er hat das bekommen, dann tut er Gottes Souveränität beschneiden. Und plötzlich ist das grosse Wort geworden. In Zürich, im Zwingli, in Genf, beim Calvi. Bei den Reformierten ist es überall das grosse Wort geworden. Gott ist souverän und niemand kann das wegnehmen. Wenn Gott jemanden erwähnt und sei es der Hinterletzte, was nie von sich gedacht hat, dann darf er das machen. Aber wenn einer kommt und sagt, er wird erwähnt, dann ist er ganz sicher am Teufel, am Karren gefallen. Und darum hat der Zwingli Täufer nicht wegen der Taufe, das war ein äußerer Ausdruck oder ein äußerer Anlass, ersäuft, sondern das war wegen Ketzerei, weil sie behauptet haben, sie haben den Heiligen Geist. Das ist eine grosse Tragödie. Das ist so auf die Reformierten gekommen, dass man das nicht wissen darf. Man darf es nicht wissen. Man darf nicht eine Heilsgewissheit haben, man darf nicht wissen, Gott ist mit mir, er hat mich an seine Seite geholt und ich werde in seinem Reich leben. Das darf man nie wissen, weil Gott kann immer noch am Schluss sagen, nein, die will ich nicht und den anderen, nein, die will ich. Natürlich kann Gott zu jeder Zeit zu jemandem sagen, die will ich auch. Und jede Eigenmächtigkeit, wo man sagt, aufgrund von diesen und diesen vielen Ordnungen, die ich einhalte, komme ich auch schon irgendwann in den Himmel. Das ist eine eigenmächtige Art, das zu definieren. Aber wenn Gott sagt, ich versiegle das im Leben von einem Menschen, wo ich gebe ihm meinen Geist.
Wie wenn man das nicht merken würde, wenn man Gottes Geist bekommt. Und dann ist es einfach so, dass der Mensch in dieser Freude lebt, die man sieht in den ersten Christen, in der ersten Gemeinde. Und so hat eigentlich der Zwingli auf eine ganz komische Art, aus einer ganz komischen Furcht, Gott zu beleidigen. Man sagt, das ist eine Gottesbeleidigung, wenn man sagt, der Heilige Geist. Das darf man nie sagen. Weil da bleibt Gott nicht mehr souverän. Das hat er vom Augustin gemietet. Das ist der Erste, der das so gesagt hat. Alter Kirchenvater. Das hat Karl Barth übernommen. Das ist die grosse Stafette, die immer gegangen ist in der Kirchengeschichte. Oder du darfst nie sagen, du bist ein Kind Gottes. Das darfst du nie sagen, weil das ist eine Beleidigung von Gott. Und dann ist er beschnitten in seiner Souveränität. Das ist die Theologie, das ist wie ein theologischer Bürzelbaum. Oder eben, wie man sich dann ein Bein stellt, mit in der Reformation, und was herführt, weiss man ja. Oder? Es waren so viele neue Joch auf dieser frisch geborenen Kirche gewesen, dass die Elite der Kirche in der Schlacht von Kappel ist verblühtet, weil sie plötzlich denken, jetzt müssen wir gegen Katholiken Krieg führen. Das war der Irrtum, weil man dem Heiligen Geist den Raum hat versperrt. Er kann dann immer noch kommen, wenn er den will. Ja. Jetzt machen wir nochmal einen Sprung, jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück in die Geschichte. Es ist einfach wichtig, dass wir wissen, woher wir eigentlich kommen. Also, was unsere Väter waren, was die Theologie war von den letzten Jahrhunderten. 5 Jahrhunderte lang war es so gewesen. Und der Karl Barth hat dann nochmal ein theologisches Okay drauf gedrückt. Und seither sind die Kirchen ja im Kanton Bern leer geworden, unter der reformierten Schweiz. Karl Barth hat die Kirchen nicht gefüllt, sondern gelehrt, weil er gesagt hat, das könnt ihr nie wissen. Ihr könnt nie Heilsgewissheit haben, das dürft ihr gar nicht. Das ist verheerend, weil das ist eine Beleidigung von Gott. Also ich rede hier Klartext, ich habe das studiert. Wir kennen die Theologiegeschichte unserer Kirche. Und es ist eine grosse Tragödie, der Teil. Ich sage nicht alles ist eine Tragödie. Dass Jesus gestorben ist an der Kreuz, hat man immer verkündet. Aber du darfst nicht den Heiligen Geist empfangen und dann wissen, von jetzt an ist es immer, dass ich mit ihm bin. Jesus hat nicht gesagt, du kannst ihm nie davonlaufen. Das ist etwas anderes. Aber was du bekommst, das kannst du behalten, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Aber du kannst auch noch halten, was du hast. Das ist ja der Punkt. Du hast es ja. Jetzt kann man natürlich eine kleine Denkpause machen und sagen, bin ich jetzt ein Reformierter im Sinne von Calvin und Zwingli? Darf ich mir das nicht leisten? Sagen, ich bin ein Mensch, der hat Gottes Geist bekommen und Gott wird ihn durchtragen bis einen aus. Oder wenn ich so etwas sage, tue ich Gott beleidigen. Oder verstecke ich mich vielleicht hinter einem Argument, das heisst, ich tue Gott beleidigen und habe einfach mir noch nie Gott ausgeliefert, dass er wirklich seinen Geist mir geben kann. Gottes Gaben gereuen ihn ja nie. Wenn er jemandem seinen Geist gibt, gereut es ihn nie. Und er sagt, du kannst ihn haben, das soll dir bleiben bis zum Schluss. Das soll ein Siegel sein auf deinem Leben bis zum Schluss. Jetzt gehen wir eben zurück nochmal zu Pfingsten und sehen ja, was das bei den Leuten hat bewirkt und ausgelöst. Und wir haben nicht Liederbücher verteilt und wir haben nicht Orgeln eingebaut. Und wir haben sehr vieles nicht gemacht, was er später gemacht hat, aber sie waren sehr, sehr glücklich gewesen. Und es ist eine Gemeinschaft entstanden. Ich kann das vielleicht auch so sagen. Wenn es der Heilige Geist ist, dann ist es eine Gemeinschaft, die man nicht antreiben mit Programm. Es ist nicht Programm, was ausmacht. Man muss nicht den Leuten Gottes Willen anhalten. Sie sollen doch jetzt gleich auch dabei sein. Weil die Leute, die erfasst sind von Gott, die lieben das bei anderen, dass die das auch sind. Und Leute, die ein Brennen haben im Herz, die lieben das, dass das bei anderen aber so ist. Und das zieht die zu denen. Es ist ein grosses und tiefes Bedürfnis, dass eine Tiefe nach der anderen Tiefe ruft.
der Tiefe ist in der Psalm. Eine Tiefe ruft der andere. Wir möchten das teilen. Und es ist nicht so ein Phänomen, dass man möchte die Leute einfach schulen, bis sie sich christlicher verhalten können. Mit so vielen Seminaren, mit so vielen Weiterbildungsangeboten, ich mache auch verschiedene Weiterbildungsangebote, dass wir die einfach an einen Punkt bringen, dass sie das christliche Verhalten einigermaßen Intus haben. Das ist wiederum nicht das, was der Heilige Geist tut, sondern er lehrt die Leute selber, wie sie vorwärts gehen. Und es ist ja auch nicht so, dass man sagt, jetzt tun wir uns sozial vernetzen. Das kann man auch. Und dann bringst du die Leute auch irgendwie, die so ein bisschen ähnlich denken, so Gruppierungen kann man machen. Und es gibt immer irgendwo gemeinsame Nenner, das kann man ausnutzen, da kann man ein bisschen Wellen reiten in der Kirche, auf gewissen Wellen, die es halt gibt. Und irgendwann machst du dann noch Heavy Metal Gottesdienste, weil es gibt jetzt Heavy Metaler und so weiter. All das kann man machen. Und es ist trotzdem unter Umständen immer noch gemacht. Es ist immer noch gemacht. Und ihr seht es am meisten, wenn die Sachen gemacht sind, irgendwann wirst du müde. Bei allem, was gemacht ist, irgendwann wirst du müde. Irgendwann scheissest du den Bettel her. Irgendwann kannst du es nicht mehr machen. Und du gehst und manchmal verschwinden die Leute einfach von der Bildfläche. Sie sind einfach die Nase voll. Und sie haben immer sollen und wir haben es immer ein bisschen erwartet und sie haben immer ein bisschen müssen. Und es ist von innen gekommen, es ist von außen gekommen, es ist nicht vom Heiligen Geist gekommen. Das ist der Unterschied. Wir stehen natürlich immer vor dieser Frage. Immer. Was wird unsere Gemeinschaft sein in Zukunft? Wir haben ja Gemeinde und Gemeinschaft als Jahresthema. Wenn wir sicher so lange gehen noch. Bis Ende September als Jahresthema. Was macht es denn aus? Müssen wir aus unserem Perpetuum mobile machen? Etwas, was halt immer läuft. Und wenn es nicht läuft, hat sicher eine Idee, wie es dann noch wieder läuft. Und wenn wir alles abgerasselt haben, ist sicher am Nord wieder ein bisschen Gras gewachsen, und man kann mähen neu, oder? Es gibt immer wieder kleine Wiesen, wo man noch neu mähen kann. Und das macht einen müde. Und irgendwann ist es schief. Und du merkst, du hast dich abgemüht, du hast ein paar Lorbeeren bekommen, aber es hat dich ermüdet. Und es ist nicht wirklich neu geworden. An dieser Stelle ist für uns und bleibt für uns immer ein bisschen Stachel und Fleisch natürlich, das ist klar, etwas, was ein bisschen wehtut, was ein bisschen stört. Der Anfang vom Christentum, wo Menschen einfach in das Perpetuum mobile hineinkommen. Wer ist das Perpetuum mobile? Das ist der Heilige Geist. Das ist der, der immer bewegt, ohne müde zu werden. Immer. Es kommt ihm immer wieder etwas Neues in Sinn für unser Leben. Er hat immer wieder eine neue Inspiration, die wir noch nicht verstanden haben. Er tut immer wieder eine Tür auf eine neue Beziehung, die wir bis jetzt nicht in Stand gebracht haben. Es läuft immer weiter so. Ich habe einen Mann besucht, der uralt war und am Sterben war, mit krebskrank war. Und ich war in seinem Zimmer und er hat das Perpetuum mobile bauen. Das war sein Lebensziel. Er hatte all die Apparate gehabt. Er hat es fast. Und dann habe ich gesagt, lasst, das hast auch noch andere. Ich habe nicht gesagt, noch gescheitere probiert. Und alle mussten es aufgeben. Ja, nein, wir sind jetzt wirklich Sache auf der Spur. Und dann bin ich gegangen nach dem Besuch. Seine Tochter hat mir noch wüst gesagt am Ausgang. Sie hat gesagt, jetzt hat er noch seinen Lebenstraum zerstört. Jetzt steht er doch kurz vor dem Sterben. Jetzt hat er noch die Illusionen weggenommen. Ja, und die haben auch noch gesagt, es gibt etwas anderes als das Perpetuum mobile. Und die sind in das hineingekommen. Die ersten Christen. Die ersten Christen, Christ heisst ja erfüllt vom Heiligen Geist. Christus heisst der Gesalbte, also das ist die Salbung vom Heiligen Geist. Die ersten Christen sind ins Perpetuum mobile hineingekommen. Etwas, was sich bewegt und bewegt und bewegt. Und nicht du bist es. Und
Und nicht deine Ausdauer ist die Hauptsache. Geduld ist eine Frucht vom Heiligen Geist, aber das ist nicht die Hauptsache, das ist nicht der springende Punkt. Sondern es bewegt und bewegt und bewegt immer weiter. Und es schafft eine neue Form von Gemeinschaft. Einfach eine Tiefe ruft die andere Tiefe. Und dann merkst du irgendwie, das ist das Werk von Gott, wo wir hier drinnen stehen. Und nach dem wollen wir eigentlich gerne noch ein bisschen mehr davon. Und je mehr das wir bekommen, je weniger ist es von uns. Je mehr das es ist, desto weniger ist es von uns. Es ist ein bisschen asymmetrisch, oder? Ich meine von Jesus. Je mehr das erfüllt ist vom Heiligen Geist, desto weniger ist es Menschenwerk. Es ist Inspiration. Es sind die Sachen, die plötzlich einen Traum hat. Es sind die Sachen, die Gott plötzlich rettet. Das haben wir letztes Jahr ein bisschen angeschaut. Plötzlich rettet er uns, sagt er, jetzt geh und du hast die Kraft. Ich gebe sie dir. So haben die ersten Christen den Grundstein gelegt. Bis dann einer kam und sagt das ja nicht, dass der Heilige Geist hat. Das ist das Ende der Kirche. Nein, es ist der Anfang der Kirche. Das ist genau der Anfang der Kirche. Das ist nicht. Und dort wird sie wieder Kirche. Sonst ist sie eine Imitation. Liebe Zuhörende, liebe Gemeinde, wenn wir Imitationen sind vom Heiligen Geist, ich sage euch nur eins, es wird abfallen durch alle Wege durch. Warum? Wie wollen wir den Schöpfer imitieren? Das ist ja lächerlich, oder? Das Leben vom Schöpfer, Krankenheiligen, der Sieg über die dämonischen Werke in dieser Welt, das wollen sie imitieren, da bekommst du immer das Zwei im Rücken. Es geht nicht, es geht alles nicht. Nicht einmal die einfachsten Zeugnisse, oder? Die Leute laufen davon, wenn sie nicht von Gott berührt werden. Man kann es nicht imitieren. Und es bleibt uns aber nicht anders übrig. Wenn wir ihn rauskomplimentieren, wenn wir ihn lieber nicht wollen, aus dem Kontrolle hat über alles, dann werden wir eine billige Imitation sein. Das ist das, was ich am allerwenigsten wünsche für die Kirche. Am allerwenigsten. Wenn es aber kommt, und das nicht nur gesagt wird, sondern geschieht, was wir lesen, wenn das geschieht in unserer Mitte, dann ist der Weckung noch um eine Ecke. Und das ist nämlich das, warum die Kirchen so leer sind. Weil die Leute das so wenig erleben. Die Inspiration so wenig erleben, die Kraft nicht kommt. Das ist der Punkt, wenn die Kraft nicht kommt. Dann gehen sie früher oder später. Weil die Weisheit nicht da ist, wenn es langweilig ist, dann gehen sie früher oder später. Darum kann unser Gebet nur sein, wie denn, komm, Heiliger Geist, geh bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein. Erfüll die Herzen dein Gebild mit deinen Himmelsgaben mild. Amen. Singen wir das Lied Up Where We Belong, da wo wir sind von John Cocker. In a bar, few hearts survive.
Ja, wir werden stehen zum Gebet, dann können wir aufstehen. Die wollen. Vater, du weisst, wie sehr und vielleicht auch wie wenig, dass wir die Hände ausstrecken nach dieser Gabe vom Himmel, die du nie zurücknimmst. Wir können sie vertreiben, aber du nimmst sie nicht zurück. Das Zweite, was kam, ist nach dem Tod von deinem Sohn. Zuerst ist noch das Blut gekommen, das ihn eingestochen ins Herz. Aber dann ist das Wasser gekommen. Das Lebenswasser. Die Verheißung. Geist, Leben aus dir. Leben aus der unsichtbaren Welt. Leben, das rein ist, das unglaublich stark ist. Leben, das Früchte bringt. Und so sind wir vor dir. Und wir sind jetzt auch ein Moment einfach still vor dir. Angesichts von dem, was du uns anvertrauen oder schon hast anvertraut. Wo dir so viel gekostet hat, für in die Welt hineinzukommen. Für dass wir die Empfänger werden können. Das Siegel können bekommen von der Gotteskindschaft. Und so fassen wir alle unsere Gebete so zusammen in dem ersten und letzten Wort, wo du Jesus uns gelehrt hast, unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir können Platz nehmen. Jetzt ein altmodisches Lied, aber eben, das sind die Pfingstlieder, die sehr einen starken Gehalt haben, was vielleicht schade ist, dass die oftmals nicht gesungen haben. 513, wir singen 1 bis 3, nach den 2 ersten Strophen machen wir ein kurzes Päuschen musikalisch mit einem Solo und dann machen wir die dritte Strophe. Also 1 und 2, wir werden Durchgang ohne Strophe und dann noch die dritte. Merci, Otto. Die vorne ist auch gut. Ja, genau, sie hat noch nicht reduziert. Wir haben ja besprochen, möglichst wenig zu sehen. Eine Sorte. Amen.
Wir kommen zu den Mitteilungen. Der Philipp Abila ausrichten. Nach der eindrücklichen Israelreise im 2018 mit Ulrike und Adrian Schatz wagen wir im 21 eine zweite Reise, und zwar jenseits des Jordans, mit vielen spannenden alttestamentlichen Bezügen. Gerne schicken wir euch den druckfrischen Prospekt zur Info, zum Lustigmachen, sich anmelden und weiterleiten an potenziell Interessierte. Der Infoabend wurde vorverschoben vom 11.06. auf, das ist jetzt aber wichtig, Donnerstag, 17. September, 19:30 Uhr, im Kiez Niederwangen. Wir würden uns sehr freuen, zusammen mit einigen von euch die fantastischen Landschaften in Jordanien zu entdecken. Hängen jetzt also Flyer. Der nächste Gottesdienst wird wieder zur gleichen Zeit sein, nächsten Sonntag hier in der Kirche. Und mit Ulrike Schatz und wiederum Esther sind wiederum herzlich willkommen. Und Kollekte, wir haben uns ein bisschen einigen drauf. Pfarramtskasse ist ebbe geworden, weil natürlich jetzt so viele Leute sind ein bisschen hilfsbedürftig geworden in dieser Corona-Zeit, und wir euch diese Kollekte sehr herzlich empfehlen. Jetzt laden wir ein zum Lied 346, da singen wir hingegen die 3 Strophen. Foto, das ist richtig. Oder nicht falsch fotokopiert, das ist nicht Fehler. Singen Strophen 1 bis 3. Bevor wir dann spielen, wenn der Saints Go Marching In, haben wir jetzt aber auch in der Saints Go Marching Out. Und natürlich mit dem Sagen von Gott, ich lade euch ein, dass ihr aufsteht zum Segenswort. Sie waren aber täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Der Herr segne und behüte euch, er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, er hebe sein Antlitz auf über euch und schenke euch seinen Frieden.